So Freunde, willkommen zurück hier bei Storm 3 Generations Online Fights zu einem neuen Part und gleichzeitig leider auch dem letzten Part. Zumindest fürs erste. So, aber kurz, wow. Ja, das war jetzt gar nicht mal so übel. Bevor ich gleich dazu komme, muss ich mich hier noch ein bisschen konzentrieren, bevor ich jetzt mal die Gegner ein bisschen einschätzen kann. So, schon besser. Ja, wie gesagt habe, letzter Part fürs erste. Wieso, warum, wieso Pause, wieso da Ende mit 3 Fragezeichen da in der Titelbeschreibung? Ganz einfach. Um es kurz und bündig zu machen, Generations geht für immer in die Pause. Das ist jetzt so blöd, war immer in Pause. Nee, also sag es mal, ist jetzt fürs erste Mal beendet. Ob es nochmal zurückkommt und nochmal ein Let's Play davon mache, keine Ahnung. Jedenfalls muss es ganz mal fürs erste Mal enden und das gleiche gilt auch für Storm 3. Dort jedoch ist es wirklich nur eine Pause, und zwar bis zum Release von Full Burst. Wieso das Ganze? Ganz einfach. Wow, ganz ruhig, Kumpel hat Holz. Das kann man nicht konzentrieren kann. Oder zu viel aufs Quatschen konzentrieren dafür. Hallo? Muto? War ja klar. Zur Erklärung, ja. Generations, deswegen hört das auf, weil ganz ehrlich Leute, ist hier schon ein gutes Spiel, aber ich merke mittlerweile schon, dass ich da ein gewisses Problem habe mit den unterschiedlichen Regeln zwischen Generations und Storm 3. Yamato führt es gerade vor mit dem Erwachzustand, der ist bei Storm 3 ein bisschen humaner, für die halt, die gar nicht mehr Erwachzustand sind. Deswegen ist es ein bisschen mühsamer für mich da, sage jetzt mal, besser entscheiden zu können, wobei das eigentlich nicht der Hauptgrund ist, wenn man so, wenn ich jetzt ehrlich sein soll, ist eigentlich nur eine blöde Ausrede. Ne, der Hauptgrund ist derjenige, Generations zocke nicht mehr so viel im Vergleich zu Storm 3. Das ist allerdings auch nur ein kleiner Weggrund. Der eigentliche Hauptgrund, jetzt komme ich einmal dazu, ist mein fehlendes Interesse langsam, inklusive Stress und Zeitmangel. So, warum? Ganz einfach. Momentan, wenn man so möchte, eigentlich 3 Online-Let's Plays. Hallo, wir sind mich doch getroffen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, 3 Online-Let's Plays. Kabuto, kannst du doch mal, Alter. Mensch, so Leute, muss ganz kurz, so will, wenn es geht, noch gewinnen. Ja, wenn es geht also nicht. Schade, wow! Scheiße, du karge Mann. Ich hasse die Typen. Geht doch, so, jetzt kann ich weiter erzählen. 3 Let's Online-Fights, Let's Online-Fights vor allem auch. Let's Fight Onlines, genau, es ist zum einen Dragon Ball Raging Blast 2, dann halt Naruto Generations hier und Storm 3. Ich sage jetzt deshalb 3, weil man halt trotzdem alle 3 irgendwie kombinieren muss. Sprich, ich muss für jeden dieser Let's Plays, jetzt haben im Sinne von Naruto, sind es ja trotzdem nur Teilparts, also jeweils nur 3 Kämpfe pro Part, sind es aber trotzdem jeweils eine Aufnahmesession pro Spiel, sprich halt trotzdem 3-mal die Woche. Und naja, das ist sehr, sehr mühsam. Mal stehen geblieben, genau, mühsam war es, genau, mühsam, mühselig, however, das liegt daran, dass ich halt jedes Mal, es ist nicht nur, also, ja, muss ein bisschen anders, muss ein bisschen weiter aussehen. Es ist nicht so wie bei einem normalen Let's Play, wo du einfach sagen kannst, ja, nimmst auf und bearbeitest noch, enkodierst noch, renderst. Das war gerade die falsche Reihenfolge, aber egal. Bam! Schön gemacht, Naruto. Das war's dann. Nee, bei Online-Fights ein bisschen anders, vor allem hier Naruto und Dragon Ball. Du musst immer zuerst mal einen Part aufnehmen, zu kommentieren, dann überlegen, ja, kann ich den Part jetzt zeigen, weil teilweise gibt es halt auch Parts, wo die Verbindung sehr mies ist. Und da sage ich jetzt mal, grundsätzlich habe ich so, dass ich eigentlich nur Parts zeigen möchte, hier im Let's Play, bei denen die Verbindung gut ist. Es kommt trotzdem manchmal vor, dass er trotzdem noch andere Parts zeigen muss, Parts sage ich schon, trotz anderer Kämpfe zeigen muss, weil es einfach sonst nicht anders geht. Alter Naruto, was machst du da? Der Wurf klappt nicht, wahr? Ja, man sieht schon. Dass ich halt trotzdem noch andere Fights zeigen muss, deren Verbindung jetzt nicht gerade so toll ist, weil ich sonst nicht auf die benötigten Kämpfe pro Part komme. Und es ist ja, ich habe da so eine mir fest vorgeordnete Ordnung, oder wohl eher, hallo, komm schon, ich will mich konzentrieren, wenn es geht. Ja, geht halt nicht, von mir aus. Ich habe mir das eine Vorgabe gemacht, jetzt bei Naruto halt. 3 Kämpfe pro Spiel für ein Part, nicht wahr? Und deswegen, ja, kommt teilweise doch vor, dass halt die Verbindung ein bisschen mieser ist, weil ich die einfach zeigen muss, weil es sonst nicht mehr anders geht. So, wie gesagt, grundsätzlich würde das halt verhindern und dann gibt es ja noch solche, ich sage jetzt mal, Idioten kann nicht gut sagen, aber halt solche Gegner online-mäßig, die halt zwischendurch das Gefühl haben, sie müssen mal den Kampf unterbrechen und einfach mal abhauen. Gibt's auch, hatte ich auch schon öfters. Und was heißt das? Ganz genau, diese Kämpfe kann ich generell auch nicht zeigen, muss ich auch wieder rausschneiden und
Ja, halt immer noch die alle Zeit zwischen den Kämpfen, müssen da wieder mal ein... wow, wäre jetzt gerade schön gewesen. Weil ich muss aufholen, Naruto, hol ein bisschen auf. So Leute, ich versuche mich gerade zu konzentrieren und das war's mit der Konzentration meinerseits. Ah, war ja toll, ey. Mann, jetzt wollte ich gerade im zweiten Part, im zweiten Kampf mal natürlich. Also erklären, aber glaube mal, daraus wird nichts mehr, wa? Ja, Maitogai, du sagst es. Es war kacke, Leute. Es war kacke. Das heißt, weiter geht's im dritten Kampf und dort erzähle ich dann ein bisschen mehr davon. So, Zabuza. Der letzte Kampf bei Generations. Alles klar, auch stehen geblieben, genau. Wegen den Zeiten, zum einen mal zwischen den Kämpfen. Du musst auch halt einkalkulieren, musst nachher alles zusammenschneiden. Dann entscheiden, welche Kämpfe kann ich bringen, welche gehen nicht. Oder habe ich überhaupt die Auswahl, weil ich gar nicht mehr so viel aufnehmen konnte, zwecks, naja, weil ich zu wenig Zeit hatte. Und bei 3 Online-Let's Plays pro Woche, inklusive 5 anderen Projekten noch, mehr, aber ich meine 5 sind so während der Woche generell, ist halt nur noch am Wochenende. Es ist einfach künftig nicht mehr machbar. Ich muss ganz einfach zugeben, es ist nicht mehr machbar. Ich hatte zwar 6 Wochen Ferien, deswegen... Ja, war gerade schön, wieso bin ich getroffen worden, egal. Ich hatte jetzt 6 Wochen Ferien, von dem her dachte ich mir, komm, kannst trotzdem mal versuchen, vielleicht klappt es ja noch, aber auch hinsichtlich neuen Projekten, hinsichtlich jetzt wieder neue Arbeit, wo ich wieder 8,5 Stunden pro Tag dort, also Wochentage halt, 5 Mal die Woche, kann ich jetzt auch sagen, arbeiten muss, was nichts mit Let's Plays zu tun hat. Und trotz allem auch die anderen Let's Plays noch vorantreiben möchte und auch, obwohl es man kaum glauben mag, aber trotzdem noch ein anderes Real Life nebst dem Let's Play führen möchte. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Da muss ich mir halt die Frage stellen, okay. Was mache ich jetzt? Naruto oder Dragon Ball? Sag ich mal beenden und dann dachte ich mir halt so, ganz ehrlich Leute, es muss Naruto sein. Ganz ehrlich, Generations, wie gesagt, macht mir jetzt nicht mehr so viel Spaß wie Storm 3, allein wegen den ganzen Unterschieden nicht. Zum anderen... Storm 3 ist jetzt nicht aus der Welt, nicht wahr? Bald kommt bereits das DLC von Full Burst, da gibt es ja auch wieder zum einen mal, gibt es dann Kabuto im Sage-Modus, sprich im weißen Modus, gibt es noch sehr viele DLC-Charaktere, sprich halt da Naruto und viele andere Charaktere, die halt ein neues Kostüm haben, da kann man auch alles, online-mäßig alles wunderbar präsentieren. Da muss aber jetzt mal ein bisschen vor, wenn du hier aufholen könntest. Ja, was sagt ihr für die Stimme? Meine Stimme. Aber so ein bisschen die Ferien durch und durch. Naja, ich hätte sehr geschont. Also kann noch diese nervigen Kopfschmerzen und so. Ja, es ist nicht alles ganz einfach, Leute, aber trotzdem, the show must go on, nicht wahr? Nee, wohl, dann kann ich nicht sagen, the show must go on. Was ich sagen wollte, genau, ich muss Prioritäten setzen. So ist natürlich, und das heißt natürlich Prioritäten setzen, ohne dass mir die Lust am Spielen vergeht. Wow, hört ein bisschen auf. Sehr schön. Ja, genau aus diesem Grund muss ich mir jetzt sagen, okay, Generations muss jetzt leider, muss leider beendet sein, geht nicht mehr weiter. Das heißt einfach, dass jetzt von Generations keine Parts mehr kommen, außer es wäre irgendwas Spezielles mal wieder, was durchaus mal sein könnte, vielleicht irgendwie mal turniermäßig alle Naruto Storm Teile, 1, 2 Generations und 3 und so, kann ich durchaus als Special und so kann ich mir das durchaus mal vorstellen. Aber ansonsten würde ich mal sagen, fürs Erste ist hier Generations vorbei und Storm 3 geht da jetzt mal für die erste Zeit, wohl für die nächste Zeit in die Pause, da ich, ja, muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht mehr so groß momentan Lust auf Naruto. Ich freue mich jetzt vor allem noch ein bisschen auf Dragon Ball und auf ganz anderen Projekten und natürlich auf das Full Burst DLC, aber ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen eine Pause von Naruto kämpfen. Fürs erste Mal, wie gesagt, nur fürs Erste. Wow, war das eine Aufholjagd, trotz Kommentieren. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, würde man sagen, das war ein richtiges, würdiges Ende für Generations, fürs Erste, oder für immer, keine Ahnung. Jedenfalls sage ich jetzt mal schon vielen Dank fürs Kommentieren, Zuschauen, Bewerten der Videos von Generations. Ich hoffe, es hat auch sehr viel Spaß gemacht und ja, weiter geht's mit Storm 3. So, Leute, die letzten Kämpfe bei Storm 3. Fürs Erste, nicht wahr? Das Let's Play geht ja in eine Pause. Das Let's Play, vor allem Let's Play so herum. 3 Parts fehlen jetzt noch, die werden wir jetzt noch in vollen Zügen genießen. Und dann ist das Projekt fürs erste Mal aufs Eis gelegt. Machen eine Pause bis zum Release von Full Burst. Jetzt vielleicht irgendwie sowas wie Let's Fight Online Naruto Full Burst. Naruto Storm Full Burst. Keine Ahnung, muss man also überlegen für den Titel. Fällt mir sicher was drauf ein, aber mit Naruto geht es weiter.
Ohne heiter. Ne, natürlich ganz, ganz heiter. Mann, oh Mann. Aber es ist schon ein cooles Spiel, muss das Ganze auch zugeben. Es macht ja auch riesen Spaß, auch die Community. Mit euch ist es sehr geil, muss das Ganze auch zugeben. Das heißt, das Ganze auch zugeben, muss ich einfach mal erwähnen. Wow, geblockt. Schön, Ultimate Dudes von mir. Natürlich nicht, war ja klar. Und allein deswegen, weil es ja auch ein geniales Spiel ist, eine geniale Serie ist, weil es so viele Fans von gibt, weil ich keinen beleidigen möchte, bringt es auch nicht, das Let's Play einfach so weiterhin zu ziehen, alleine wegen den Views. Wobei so sind es auch nicht, aber egal. Allein deswegen, weil es halt ein bekanntes Let's Play von mir ist, einfach das so weiterzuziehen und obwohl ich keine Lust mehr drauf habe. Also momentan keine Lust, wie gesagt, auch nur eine Pause davon. Nur eine Pause. Ja, sondern bin ich ja nicht, der das nur wegen des Geldes macht, nur wegen der Views zahlt. Ich will auch Spaß im Let's Playen haben. Und deswegen jetzt halt auch Storm 3, mal eine Pause, weil ich jetzt hier mal durchkomme. Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt nicht mein Bestes gebe. Verdammt nochmal, wenn ich schon mal hier die Pause gebe, bei einem Löffel aufgebe, will ich trotzdem noch das Beste daraus rausholen. Naja. Also die kommen vom dritten Hokage war gerade ein bisschen mies, muss ich mal zugeben. Zack. Vielleicht sehen wir noch dann sein Ultimate Dudes, wer weiß das schon. Also jedenfalls gerade ziemlich cool. Wow. Ja, was mich jetzt gerne noch interessieren würde, bevor ich es nachher noch vergesse. Genau, jetzt sind wir gerade boom, boom, bams im Team Jutsu. Ich würde mich sehr darüber freuen, Leute, wenn ihr mir schreiben könnt, wie ihr das Let's Play bis jetzt fand, sowohl zu Generation als auch zu Storm 3 und was ihr zu der Idee haltet, von wegen da Let's Fight Online mäßig weiterzumachen mit Full Burst dann. Full Burst ist bereits erwähnt, glaube ich zumindest mal am Anfang von Generations den Kämpfen. Zum einen halt neue DLC-Charaktere und gut im Sage-Modus auch und natürlich auch eine leicht verbesserte Grafik. Wie das genau aussehen soll, das sehen wir dann. Das sehen wir dann. Ja, und bevor ich es noch vergesse, ich alte Vollpfeife, liebe Freunde. Nicht nur das Let's Fight Online mäßig von Naruto Storm 3 Full Burst geht dann, sobald es erschienen ist. Vielleicht auch ein paar Tage später, nachdem halt geht es dann weiter. Nee, es wird natürlich auch das Let's Play zu Naruto Storm 3 weitergehen. Es ist nicht nur so, dass es jetzt da ein paar neue DLC-Charaktere gibt und halt auch Kabuto im Sage-Modus. Es gibt ja auch den Story-Kampf zwischen Kabuto, halt wie gesagt im weißen Modus, gegen Sasuke und Itachi. Den kann man dann auch in diesem DLC Full Burst mäßig zocken. Das ist ganz halt eine neue Qualität. Das ist eine neue Qualität und ein bisschen eine andere Grafik. Und wie das glaube ich nicht verändert. Und ja. Das heißt also, dass auch das Offline-Let's Play, kann man schon fast sagen, dass das auch weitergehen wird. Und dazu meine ganz kurze Frage, Leute. Wollt ihr es überhaupt, dass ich das weiter zocke oder das DLC mit auch noch durchzocke, auch zeigen, wie das Ganze noch geht? Und natürlich dementsprechend auch noch den letzten Sasuke-Modus, sag schon Sasuke-Modus natürlich freischalten. Wow, wow, wow. Ich will gerade ein bisschen verlieren. Sprich, es gibt noch einen Sasuke, den ich die ganze Zeit vergessen habe freizuschalten. Das war den mit... Ich glaube, das war der mit dem edelgemanke Kyoshangan, oder? Der mit dem EMS, das sprich bereits mit Itachis Augen. Den gibt es ja auch noch, den man freischalten kann. Aber bis jetzt noch nie geschafft, auch nicht gemacht. Das denke ich mal, wäre vielleicht für den Full Burst Modus, DLC-Modus des Let's Plays von Storm 3 durchaus noch eine Überlegung wert. Wieso? Also, ich kann gar nicht mehr ausweichen. Ups. Mein Fehler, Leute, war gerade ein bisschen zu sehr aufs Quatschen konzentriert. Das war nicht cool, das war nicht cool. Nein, Tobi, mach's nicht, Tobi! Danke, Tobi. Dankeschön. Ja, du bist ziemlich gut. Tobi, ich hasse Tobi. Wieso? Schaut doch mal einen aktuellen Naruto-Manga an, wisst ihr wieso? Jetzt reißt er, Freunde, der letzte Kampf, Storm 3. Der letzte Kampf für heute, der letzte Kampf in den nächsten Wochen, bis zum Release von Full Burst, wie gesagt. Das Let's Play macht eine Pause und jetzt, also der letzte Kampf. Und vor allem halt der letzte Kampf für dieses Let's Play war, weil es heißt eben noch Naruto Storm 3 Generations Online. Und dieses Let's Play, dieses Format gibt es so bald nicht mehr. Da wollte ich nochmal im Full Burst weitermachen nach der Pause. Es wird dann halt, der Name wird sich ein bisschen ändern und deswegen ist das wirklich der letzte Part des Let's Plays. Wenn man es mal ganz genau nimmt, weil man das Spiel ist im Prinzip das gleiche, mehr oder weniger. Ach, Generations, mein klar, ein paar Charaktere sind anders, andere gab es bei Storm 3 nicht mehr, andere bei Generations noch nicht. Das Kampfsystem ist in groben Zügen ziemlich ähnlich.
was etwa, würde ich sagen, 80% gleich, 90% vielleicht sogar. Halt die einzelnen Wachzustände sind ein bisschen anders und dass man den Wachzustand jetzt auch werfen und Ultimate Jutsu ausführen kann, ist natürlich auch ein bisschen neu. Und sonst ist da alles ein bisschen gleich geblieben. Naja. Was man zum Full Burst sagen soll, kann man auch noch ganz kurz sagen, dass jetzt da ein neues DLC kommt. Und Full Burst ist nicht nur ein neues DLC, es gibt auch das ganze Spiel gibt's neu. Also quasi gibt es das ganze Storm 3 Spiel gibt es als Full Burst Modus neu. Und zwar für den PC und so, also nicht nur wie bis jetzt für Xbox 120 und PS3, nein, auch für PC-Spiele gibt es das dann. Gibt sogar zum Herunterladen, aber auch zum normalen Laden kaufen. Ja, deswegen vermutlich auch nicht nur den DLC zu Sage Kabut, sondern natürlich auch ein paar neue Charaktere. Verdammt, das könnte ausweichen. Also sprich neue Kostüme halt für die alten Charaktere. Und man natürlich auch neue Grafik. Also neu, ja, wie gesagt, ein bisschen ich glaube, es ist ein bisschen dunkler, also wurde ein bisschen aufgehellt, da war es gar nicht mehr. Auf alle Fälle ist die Grafik ein bisschen anders. Ob man jetzt dazu ein komplett neues Spiel machen kann, soll, muss, dürfte, ist natürlich so eine Frage für sich, nicht wahr? Ich finde vor allem die PC-Version natürlich für diejenigen, die sind, wow, das war genial von mir. Ja, Eigenlob stinkt, ich weiß. Ist natürlich für die PC-Spieler unter natürlich sehr genial, damit die nicht die extra eine Konsole kaufen müssen. Ob damit auch bestimmte Bugs behoben sind. Bei Naruto Storm 3 gab es bestimmte Bugs. Wieso geht denn das nicht? Ich dachte, das kann ausweichen, aber geht es scheinbar nicht. Gab es bestimmte Bugs, zum Beispiel da mit Minato. Könnt ihr mal gucken bei euch dann, wenn man mit Minato in den Wachzustand geht, kann man irgendwie sein. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Kann man irgendwie seine Reichen no Jutsu kann man irgendwie gar nicht mehr blocken. Es gibt so einen Modus, wo man gar nicht mehr blocken kann. Das heißt, du weißt zwar aus, aber trifft dich trotzdem. Irgendwie sowas war. Egal. Wie gesagt, ein paar Bugs werden da behoben. Und ja, bin gespannt, ob Full Burst es wird rechtfertigt, dass ein eigenes Spiel dazu erscheint. Ich habe gewonnen, ich habe aufgeholt, cool. Oder ob es besser wäre für den Entwickler, wenn sie bis Storm 4 warten würden. Egal. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Das war soweit mal zu Storm 3 Generations Online Fights. Weiter geht's da mit dem Full Burst DLC in einigen Wochen. Bis dahin sage ich jetzt mal danke mit Naruto, tschüss mit Naruto und bis zum nächsten Mal. Irgendwann. Ciao.